Okay. Der Max. Was ist? Ich? Nee. Hä? Wo dann? Bist du das? Oh. Laber doch nicht. Oh. Erkennungsmarke Julius Höbler. Na, Berg. Wer ruft denn da? Ja, ach, das ist ein Offizier. Muss ich natürlich machen, was der sagt. Ey, wenn du doch siehst, dass ich komme, dann brauchst du doch jetzt nicht noch dicke Ehren zu machen. Oh, fuck. Was ist das da über? Flugzeug? Aller gut, dann viel Spaß. Ich geh dann. Aua. Nee, ich gehe die andere Richtung. Warum? Weil ich Bock hab. Deshalb. Müsste ich schon von vorne dran kommen. Nö, will einfach gucken, ob ich jetzt was verpasse. Sorry. Jetzt. Ich habe so das Gefühl, ich sollte da nicht hingehen. Ja, es war schon ziemlich dumm. Okay. Sorry. Ja, nee, oh Mann, jetzt muss ich mich kaputt lachen, weil du einer von seinem eigenen Senfgas oder sowas getötet wurde. Ist nicht lustig, aber irgendwie schon. Ja, weil, oh, ich renne einfach zurück, das ist mir da zu gefährlich und dann sterbe ich. Okay, alles klar, ja, wir haben so jetzt. Nee, wir gehen doch nicht schon wieder hin. Selbstmordstiege. Hä? Was ist das da? Ja, nix, ne? Okay, heißt so gut. Also noch rechts ist Giftgasgedönse. Interessanterweise, ne? Ja, das grün-gelbe da, das ist voll Senfgas, wo die Deutschen fleißig um sich geworfen haben. Super Idee. Der da hat nichts mehr, das haben wir schon alles gelesen jetzt. Okay, dann gehen wir halt doch den General retten. Ah. War jetzt aber doch irgendwie, also diese subtile Hinweise, wie man doch zu gehen hat, die hat das Spiel schon richtig gut drauf. Also. Ja, du Depp, weil du Monster vielleicht sind, du Affzippel. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, ich renne wie ein Händchen. Guck, ich opfer mich für dich. Junge, dein Flugzeug sieht... Wo bist du denn? Steckelt? Hä? Bist du dumm oder was? Mach doch sowas nicht mit mir. Okay, dann, wenn du nicht mehr da bist, dann gucke ich mich halt lieber noch ein bisschen um. So. Sorry, aber, die 27 und die 37 so, das hat mir jetzt irgendwie, die Atmosphäre genommen. Und jetzt bin ich... Was geht noch weiter? Mein Gott, ich weiß, was sie sind! Ach ja. Da tut schon wieder Stacheldrahtlarve, guck mal. Der Ruf sieht doch scheiße aus. Befehle Flug X345. Oder Mense 435? Man weiß es nicht. Kontakt der obersten Heeresleitung zur Frontlinie im Westen ist abgebrochen. Grund unbekannt. Nach Abschluss des Aufklärungsfluges ist umgehend Bericht zu erstatten. Aufgrund der wahrscheinlichen Unterwanderung durch den Feind im Inneren ist der Kontakt durch den Piloten persönlich mit der OHL über die Telefonanlagen des Kommandobunkers herzustellen. Vertrauen Sie niemanden. Der Kaiser zählt auf Sie. Ja. Ich glaube, ich sollte... Ja, komm, ein bisschen spielen wir noch. Aber es wäre wahrscheinlich besser... Oh, Leid für irgendwas. Noch eine Erkennungsmarke. Ich habe so das Gefühl, dass das ein Franzose ist. Jules Honorat. Der ist Honorat. Okay. Er wohnt in Angers.
Gibt es da eine Kirche? Ist das dann die Saint Anger? Nicht? Nun ja. Das ist da, wo die kaputte Snare-Teppiche hergestellt werden. Ja, sorry, ich habe es ja gerade erwähnt, ich bin nämlich so in Stimmung gerade. Jetzt wird dumm gelabert. So. Der Ludwig Langenberg, der kommt aus Marten in Dortmund. Jawohl. Da gibt es übrigens einen Arzt, der hat Schuhe erfunden. Dann erkläre ich jetzt halt nicht. Bin ich für ein lustiger Geselle heute? Ja geil. Also wenn ich das Geld verlieren würde, ne? Und nicht Eier. Martin Pokora, Krone in Bromberg. Bromberg. Oh, was noch was? Junge, was ist denn denn? Jetzt hat er zwei. Louis Lambert. Marignan. Muss ich lesen. Okay, muss ich da wieder, ne? Was brummt denn da eigentlich so blöde? Hä? Irgendwo muss doch so richtig fetty Fleischmix sein. Wie das brummt. Hopp, ich gehe schon runter. Au! Was denn jetzt? Spinnst du oder was? Kopf runter. Nö. Bin ich mal zu feide vor. Nennt mich Lieutenant Langhals. Leutnant. Oh, wenigstens sind genug Kriegssitzpunkte. Das finde ich eigentlich gut. Diese dunkel wie mich. Der Erich Fassbender. Oh, der wohnt in Köln. Postkarte von Erich. Nee, ich bringe den Witz jetzt nicht. Mein Liebchen, bald werden wir Hand in Hand durch den herbstlichen Stadtwald spazieren. Dann hab ich dich wieder. Und du und unser Köln, diesmal mit K. Ihr habt mich dann auch wieder zurück. Ich hoffe, du freust dich so sehr wie ich. Ich zähle die Tage. Manchmal höre ich aus dem Graben der Franzosen Flötenspiel. Dann denke ich an dich und weiß, es wird alles wieder gut. Das küss mein Mämmchen von mir. Dein Erich. Oh, hübsch. Feldpostkarte. Was? Irgendwas von der Formation? Kann ich nicht. Also, verfranste Formation, keine Ahnung. Nach dem Buchstabe kann ich nicht lesen. So. Achtung, ein Feuer. Ist egal, Hauptsache es macht warm. Ja. So, guck mal da, Schilder. Schlammweg. Ja, geil. Stimmt. Aber der Schlamm ist gar nicht weg, der ist noch da, guck. René Louvel. Ey, das sind doch keine richtigen Städte. Die wollen uns doch verarschen, Orli? Orli? Der kommt aus Orli? Okay, nee, sorry, aber da kann ich eigentlich nicht ernst nehmen, ihr Entwickler. So, das geht nicht. Orli. Aha. Marcel Passmann. Courbevoie. Das ist gar nicht lustig. Okay. Also die Franzosen haben Erkennungsdinger mit Verschluss. Komm, wir gucken es uns mal an. Freunde. Gibt's doch sowas nicht? Ich dachte, da wäre jetzt doch irgendwie, dass man dann sowas sieht, was ich Ihnen gesagt habe. Guck mal da. Deutsche Erkennungsmarken, französische, okay. Kann sie also scheinbar nicht noch mal angucken. Okay, einmal links, einmal rechts. Was haben wir hier? Rette nicht. Und hier? Der Heldenweg. Ah ja, natürlich gehen wir nur links. Ist ja wohl ganz klar. Wenn ich eins gelernt habe in Deutschland, sobald einer sagt, wann du da lang gehst, dann bist du ein Held. Geht der andere Weg. Außerdem ist links immer gut. So. Die klaue ich mir. Die MG-Stellung ist abgesperrt. Wenn der Feind angreift, bist du ihm ausgeliefert. Früher habt ihr sie das Spandau-Ballett tanzen lassen. Ja, so. Gold, Junge. Rosallas Schock. Ey, den Rosalla kenne ich. Das war der, wo die Gasgranate in die Kirche geworfen hat.
Rosala wird es nicht mehr lange machen. Ich habe seinen Blick gesehen. Ey, kann ich ihm aufhören rumzublitzen, hey? Nachdem er sich mit unserem Funker zur Kirche gestohlen hat. Ich kann mir vorstellen, was er gesehen hat. Er hat die Gasgranaten auf die Kirche geschossen. Jetzt zittert er im ganzen Leib. Ich sehe, wie er mit seinem Gewehr rummacht. Der wird Schluss machen. Ich werde den neuen Kommandanten um seine Versetzung bitten, bevor es zu spät ist. H. Nair. Da leider noch was. Rémi Michon. Paris. Ach, Paris. Ja. Funkt man nicht ins Ohr, Junge. Okay, ich muss da scheinbar runter und da ist ein Leder. Dann gehen wir da runter, weil es Leder schmeckt. Sind wir schon unten? Sie, hä? Wie ich mich da durchgeschlichen habe. Okay. Die Frust des Leutnants. Ich wollte dem Leutnant melden, was mit Rosala vor sich geht. Er hat mich zur Sau gemacht. Zumindest hat er es versucht. Keiner nimmt den neuen Rotzlöffel für voll, aber wegen Befehlsverweigerung will auch keiner drankommen. Wenn der von Schmidt eines kann, dann ist es nach oben weitermelden, was wir hier draußen im Matsch verbocken. Er lässt den Frust an uns aus, weil er merkt, dass das hier nicht der Krieg aus seinen Bilderbüchern ist. Die Front ist ein Fleischwolf. Und Rosala holt sie als Nächsten. H. Nair. Für alle neuen Zuschauer herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Unser Name ist übrigens von Schmidt. Ich wollte es nur erwähnt haben. Und wir sind scheinbar ein Arschloch. Hätte ich euch ja vorher sagen können. Wieso hat er sich durch Zettel dran genachelt? Alter, wenn du morgens wach wärst, bleibst stumm im Auge hängen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Und der da wohnen nur Leute ohne Kopf. Schlafen. So, da kann ich nicht, oder? Hopp. Jo. Nicht besser. Auch nicht besser. Da ist auch nichts. Okay, machen wir das kaputt. Zack, ab. Oh, was gibt's da? Zwieback. Geil. Was summt denn du so blöde? Upp. Jo. Kriegstauglich. Auf dem Zettel steht, laut unserem Leutnant, kriegstauglich. So. Okay. Dann hätte man die Rosala gefunden. Junge, kriegstauglich. Okay, dann gibt es hier scheinbar nichts mehr, außer die Feststellung, dass ich ein junger, rotzlöfflicher Leutnant bin, der keine Ahnung hat. Ja, ne, ich guck mal, das ist nicht noch länger an. Der keine Ahnung hat und eine Depp ist. Schwein. Ab, scheiß drauf. Dann ist die Zeit vorbei. Okay, dann haben wir wieder was gelernt. Als es runtergehe, ging irgendwie deutlich schneller. Die hätte gar nicht Luft, die Läder. So. Weiter geht's. So geht's nicht weiter. Nee. Okay, dann gehen wir halt doch der Heldeweg. Ne, da haben wir schon gesehen. Dann gehen wir halt doch der Heldeweg entlang. Was denn du? Mauer. Heldeweg, das war das Rattennest und das war der Heldeweg, glaube ich. Jo. Gehen wir halt der Heldeweg entlang. So still wieder hier. Ja.
Sehr heldenhaft. Okay. Ich gehe mal davon aus, je mehr Dose, desto mehr Gegner. Heldenweg. Macht mal alle Helden weg. So, hopp. Jetzt gehe ich wieder runter. Aber nicht in die Katakombe, oder? Naja. Aber das ist so verkackter, schmaler Weg. 100 Pro rennt gleich jemand hinter mir her oder kommt links oder rechts irgendwo rausgesprungen, macht mich verschrecke. Heldenweg, hey, 100 Pro ist doch hinten dran. Abort. Bergauf. Okay. Denen sind wohl die Männer ausgegangen. Jetzt schicken sie alles eine Nummer kleiner. Leutnant? Leutnantchen wohl eher. Aber stolziert wie der Kaiser selbst. Wir sind denen da oben einen feuchten Dreck wert. Sonst hätten sie uns was Richtiges geschickt. Scheiße. Scheiße! In der Schule hätten wir so einen runtergestürzt. Adel hier im Graben. Die Ratten werden sich freuen. Und die Läuse erst. Haben wir noch Dosenmilch da? Den müssen wir aufpäppeln. Dann wird am Ende noch ein Soldat aus ihm. Kompanie, Achtung! 27 Mann angetreten und bereit, Herr Leutnant. Warte, was ist? Telefon. Musste ich nicht irgendjemand anrufen, dass der Flieger abgestürzt ist oder so? Wer klappt denn du eigentlich? Oh, das ist nicht geil. Was klappt denn du so blöd? Steckt du in einem Benzintank fest oder was? Okay, Warum glaubt alle Welt, dass ich einen Einfluss auf unseren neuen Leutnant und die Befehlskette habe? Wie soll ich mit bloßer Hand in diese rasende Maschine greifen? So weh es mir tut. Wir haben nur noch den Fluch unseres Namens gemein. Wie? JVS bin ich nicht. Was ist das für ein Geräusch? Alter, das ist voll gruselig. Was ist denn das? Ja, das ist die Küche, das weiß ich. Ah, da war nicht wieder der Stacheldraht. Komm, wir gucken uns mal ein bisschen da oben. Norden, Westen, Osten. Kann ich doch drüber laufen, oder? Ab. Ich weiß nicht. Mit leider was zu lesen. Als wären diese verdammten Gräben, dieser verdammte Krieg nicht genug. Jetzt ist mir der Fluch meines Namens aus unserem Hause bis an die Front gefolgt. Alle spüren es. Es schleicht durch die Gräben. Nur unser neuer Leutnant merkt es nicht. Sind wir nicht ein Leutnant? Also denke die Leute nur, weil wir dasselbe Namen haben, dass ich der Leutnant bin oder was? Oder halt irgendwie so dazugehöre oder dem was zu sagen hab? Irgendwie? Keine Ahnung, komm, wir gucken dumm rein. Einfach nur, weil geht's nicht weiter oder so. Liste von Platten, Schellack-Plattenrepertoire. Robert Schumann, der traurige Jäger. Johannes Brahms, die Trauernde. Richard Wagner, der fliegende Holländer, erster Aufzug. Otto Reuter, Berlin, Berlin. Claire Waldorf, Maxe von der schweren Artillerie. Freddy Estonteco, mein Papagei frisst keine harten Eier. Das habe ich schon gehört. Sollen wir es laufen lassen? Ein bisschen. Beschwerde des Arztes. An den Kompanieführer. Wir haben einen ganzen Pferdekarren medizinisches Material verloren. Lassen Sie, Herr Leutnant, mich wenigstens nach dem Morphium suchen. Jede Dosis wird dringend gebraucht. Zudem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich offiziell Beschwerde gegen Sie eingereicht habe. Holla.
ihre Order keine kriegsuntauglichen mehr auszusprechen ist, wie im Falle von Unteroffizier Rosalla, verantwortungslos und demoralisierend auch gegenüber den gesunden Soldaten. Zudem bitte ich Sie zu unterlassen, mich als Dr. Eisenbart zu betiteln. Diese kindische Beleidigung. Diese kindischen Beleidigungen haben zu meinem Leidwesen und denen meiner Mitarbeiter einige ihrer Soldaten bereits übernommen. Orakelvoll Dr. Weidenbach, 9. September 17. Oh, das ist September. Ob. Ist gut, ist gut. Lass mal die Musik. Da klappt's schon wieder. Es gilt die letzten Schläge. Es gilt die letzten Schläge, den Sieg zu vollenden. Aha. Zeichnet Kriegsanleihe. Was? Okay. Also allein das Geräusch von irgendeinem, der an irgendeinem Tank kloppt, ist 10-mal schlimmer wie jedes Monster in dem Spiel, was ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich finde das, also das ist. Ich weiß nicht, das gruselt mich dann doch schon. Ja, wo kommt das her? Okay, ich kann jetzt also. Komm, ich gehe doch hier, da geht's nämlich nicht weiter. Einfach damit ich halt da war, weißt du? Ey, ist der in so einem Tank da drin? Was ist denn das überhaupt? Ah! Da ist definitiv jemand in so einem Tank. Alter Schwede. Tschüss. Ja, nee, ich gehe jetzt so außen rum. Muss ich dann ja wohl, oder? Norden, Westen, Osten, Süden. Da war mal alles schon. Okay, ich mach das mal kaputt. Na komm. Das kann man nicht andudeln. Nee, kann man nicht. Was? Schlafplätze. Ah ja, okay, jetzt so. Kommen wir jetzt irgendwie hin. So läuft schon wieder Stacheldraht. Fräulein Feldgrau. Okay. Das sind. Ich weiß nicht, will ich. Kann ich jetzt in das Dingens so komme, wo der da drin steckt, will ich dem aufmachen? Ich meine, es klingt auch nicht wie ein Monster, dafür ist es zu rhythmisch, welche so richtig kloppe und nicht irgendwie nur kratze oder so. Weißt? Was ist das da? Okay. Deutsche Reiter in Südwest. Selbsterlebnisse aus den Kämpfen. Ja. Irgendjemand kloppt der Tante Kollege. Noch weiter nicht gemächt. Okay, da war also, das war der Dr. Eisenbart. Also dem sei. Das hört sich ja, als würde einer im Sourday-Container fischt. Junge, kloppt doch nicht so laut, ich kriege hier voll Schiss. Ja, Vorratslager. Du musst doch irgendwo. Das muss da sein, oder? Ja, ich mach hier schon uff. Junge, wenn du Franzos bist, eigentlich mal unser Waffenstillstand. Ach, du bist's. Endlich. Bist du das, Soldat? Warst du das am Flugzeug? Junge, jetzt auf der Schrecke hin. Meine Augen. Ach du Scheiße. Ich kann nichts mehr sehen. Aber jetzt kann sie mich nicht mehr täuschen. Es sind Lügen. Nichts von dem ist wahr. Nichts. Commit Kollege. Also, Kollege im Sinne von Commit, auch Deutscher.
Und nu? Okay, es scheint, als würde ich jetzt irgendein Bett suchen oder so. Die Heeresleitung. Oh, da ist jetzt auf. Wir müssen die Heeresleitung in Kenntnis setzen. Ja. Müssen wir nicht. Okay, wir müssen irgendeine Betts finden. Betts. Ich würde doch gerne die Tür zumachen. Moment, Kollege. Wenn du da reinkommst, kommen andere auch noch rein. Kann man da die Tür noch zumachen? Nee. Okay, dann guck mal hier, da geht's zu den Schlafplätzen. Bring dich jetzt in ein Bett. Da lege ich dich hin. Wohin es ist ein Guck, ist das nicht ein schönes Bett? Der Kaiser muss wissen, was hier geschieht. Ja, dann rufe ich Notwehr an. Mach mal halblang. Der Krieg ist nicht vorbei. Der Feind ist hier. Das ist mir schon klar, da kriege ich erst 1980 vorbei. Achso, das wissen wir ja gar nicht. Da, ledig dich mal hier, Kollege. Also mit Deutscher, ist kein Kollege. Wir müssen den Krieg für uns entscheiden. Für uns und das Vaterland. Hör nicht auf die Deserteure und Verräter. Bitte, du musst mir helfen. Gib mir etwas. Irgendetwas. Um die Nerven zu beruhigen. Gegen den Schmerz. Okay, Im Morphium mir wahrscheinlich Gibt nicht es schlecht. einen medizinischen Transport? Ah, ja. Das ist das. Bitte. Okay, Meine Augen. Meine gottverdammten Augen. Der Feind. Sie waren in meinem Kopf. Ich hab sie Okay. gesehen. also so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es jetzt halt nicht. Die Tiere sind ja immer noch zu. Waren es. Der da braucht Kann Morphium. Wir nicht haben sein. irgendwas gelesen vorhin mit Morphium. Ich glaube, darauf spielt er A. Wir wissen. Sie kommen. Sie kommen. Aha. Also müssen wir da hinaus. Mach mal zu, dass du da in Ruhe schlafen kannst. Das ist eine gute Idee war. Brauereistiege. Der Junge, der hat aber ziemlich laute Stimmen. Oder sind das dort die Event? So, sorry, ich will hier einfach halt keinen Krach machen. Oh, was ist hier? Latrinendienst, jawohl, jetzt sind wir in meinem Metier. Weber, der Kasper und ich. Also Weber, der Kasper oder ist der Kasper jetzt ein anderer? Weber, der Kasper und ich sind vom Leutnant zum Latrinendienst verdonnert worden für 3 Wochen. Völlig grundlos. Er hat sich wohl mit dem Funker gestritten. Familienstreit? Aha. Nun lässt er seinen Zorn an uns aus. Er hat uns als Feiglinge beschimpft. Dabei haben wir nicht einmal gehört, worum es ging. Kaspar hat die ganze Nacht geweint. Seine Verlobte schreibt ihm nicht mehr. Und nun 3 Wochen Latrinendienst. Das hat er nicht verdient. Rudi Lohmann. Okay. Schließe ich dort raus, dass wir halt wirklich die Funker sind, aber halt von Schmidhäse, so wie der Leutnant. Und das wäre uns die Leute auch nicht leiden kennen. Das sind wir vielleicht doch nicht so depp. Oh, ist das war schön, die Wand da, die ist aber hübsch. Deswegen brauche die das Holz. Damit die Wand nicht so kahl aussieht oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche Funktionen hat. Okay. Was steht denn da? Latrine. Ja, geil. Ist das so das Scheißhaus? Sieht so aus. Was haben wir dann hier Feines? Dienstplan. Für die kommende Woche werden wie folgt eingeteilt. Kehrdienst Feldwebel Naie, Feldwebel Retzlaff. Küchendienst Unteroffizier Schmetthans und Gefreiter Henning. Für die kommenden 3 Wochen werden wie folgt eingeteilt. Latrinendienst Feldwebel Lohmann, Feldwebel Weber und Gefreiter Hafner. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Feldwebel und einem Gefreiter. Ui, geil. Eine Latrine. Bäh. Hier hat man noch die fette Brustmicke da überall. Was ist das so? Ich habe keine Ahnung. Ist das Dusche oder was? Also, um Klamotte hinzuhängen, will ich. Aber, ja. Kannst nicht. Ah, dann wahrscheinlich mit dem Ding da Wasser über dich drüber, dass du dich ein bisschen duschen kannst oder so. Also, Abwäsche kannst. Bäh. Menschen ziehen wir hier nicht in Silent Hill und ich müsste nämlich 100 Pro in irgend so ein Loch nicht greifen. Okay, hier scheint es nichts zu geben. Das ist voll scheiße hier. Links bin ich hergekommen, soweit ich mich erinnere. Gehen wir halt noch rechts weiter. Gucke, dass wir wieder kein Krach mache. So. Aua. Okay.
Die Hamburger Stausee und die Brauereistiege. Brauereistiege muss ich hier, da komme ich her. Also Notherme nicht. Da geht es wahrscheinlich nicht weiter. Doch, aber jetzt nicht mehr. Okay. Ach Gott, bin ich froh, wenn ich wieder daheim bin. Wo ich im Haus rumlaufe, weißt du? Okay, da hinten kann ich mich durchhämmern. Bringt mir das irgendwas? Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Dann muss ich wahrscheinlich eh zurückgehen. Aber wenn ich das jetzt wegmache... Ah, der Hamburger. Schau sie. Wenn ich das jetzt wegmache, dann finde ich nämlich zurück. Ah, okay. Doch, finde ich noch, weil es hier nicht weitergeht. Alles klar. Ist schon drüber? Nee. Ja, so als Orientierungspunkt. Steht. Orientierungspunkt. Alles klar. Dann gehen wir mal hin. Übrigens geil, dass das da noch brennt. Egal. So, der Raller. Wer macht dann so Fässer? Du was war Fettarsch? Hat denn da drauf gehuckt? Ah, Texte. Überschwemmung. Woher kommt das ganze Wasser? Wenn es weiter steigt, werden wir hier absaufen. Jansen, der Fischkopf, behauptet, er sei das von der Küste gewohnt. Aber so viele Ratten schwimmen sicher nicht in der Ostsee. Widerliche Viecher. Und bissig. Oh, hoffentlich keine Ratte. Ich hasse Ratte. Ich könnte für dich alle Ratte mit dem Rattergewehr abschießen. Das war Pelserwitz. Okay, dann gehe ich noch besser außen rum. Hat's jetzt nicht so gebrungen, ne? Hopp. Ah, nichts mit Surfen hier. Die Ostseepromenade, ja geil. Hunger im Graben. Wir haben nur noch Pech, seit der Neue das Kommando übernommen hat. Und Hunger. Ich könnte ein Pferd fressen. Jansen hat eine Ratte gekocht, nachdem sie ihn gebissen hat. Sein Bein ist ganz aufgequollen. Er hat das Mistvieh tatsächlich gegessen. Ich wollte nichts. Mir wird speiübel bei dem Gedanken daran. So was uns der Hunger macht. Okay. Hier geht's wohl nicht weiter. Ja, geil. Das Wasserträne funktioniert noch. Mich erinnere. Ja. So leise ist das nicht. Okay. Es war schon lang. Shit. War schon lang, gehe ich nicht mehr da, wollte ich sagen.